Ich weiß nicht, wie es euch ging während diesem Lied. Ich habe versucht, eine Verbindung zu schaffen zu unserem Thema, das wir jetzt haben werden. Unser Thema über die Massenbildung. Und tatsächlich, ich kenne Christina, sie hat sich bestimmt viele Gedanken gemacht, warum sie das Lied gesungen hat. Ich denke, dass es Kräfte gibt, die kein Interesse daran haben, dass diese Dinge an unsere Ohren dringen. Ich weiß, dass wir einen Kampf haben, dass wir selber alle in diesem Kampf stehen. Wir haben darüber heute Morgen gesprochen. Es ist ein realer Kampf. Und dieser Kampf wird auch in diesem Thema stattfinden, an unseren Plätzen. Und es werden Kräfte uns versuchen zu steuern in Richtung dessen, wohin wir gehen sollen. Und es wird Kräfte geben in diesem Thema jetzt, die daran interessiert sind, dass wir in eine Richtung gehen, die die Mehrheit geht. Und ich würde ganz gern, bevor wir eintauchen, gerne nochmal unser Haupt beugen und ich würde ganz gern Gott einladen, dass es seinen Geist uns gibt. Unser wunderbarer Schöpfergott, wir beugen uns vor dir. Wir bitten dich um deinen Heiligen Geist, dass du ihn ausgießt, wie du es versprochen hast. Dass er das Wunder wirkt, dass wir eins werden im Geist und in der Wahrheit. Sende die Kraft, die wir brauchen. Wir wollen dir danken und dich loben, dass du unser Gebet erhörst. Amen. Welch ein Vorrecht ist es, in dieser wichtigen Zeit Gottes Wort studieren zu dürfen. Ist es nicht so? Ist es nicht so? Ich meine, ganz im Ernst, vor knapp über einem Jahr wäre das nicht möglich gewesen, was wir hier gerade erleben. Stimmt das? Wir haben das wieder weggeschoben. Wir haben das irgendwo wieder abgelagert, verdrängt, weil uns hat es nicht gefallen. Und deswegen haben wir es verdrängt. Und was verdrängt wird, das ist erstmal nicht da. Aber das kann ganz schnell wieder so sein. Und wir werden uns vielleicht herbeisehnen, was wir jetzt gerade erleben. Welch ein Vorrecht, dass wir Gottes Wort studieren dürfen. Nicht nur allein in unserer Kammer, sondern auch zusammen und voneinander lernen dürfen. Ich empfinde das auf jeden Fall so und ich empfinde auch das jetzt, was wir hier gemeinsam studieren werden. Im Zeitalter der Massenbildung, wenn die Mehrheit doch nicht recht hat. 1936. Ein Name, den keiner kennt. In einer Feierversammlung, und man kann ziemlich schnell erkennen, was für eine Feierversammlung das war, 1936. Und dort stehen Tausende in Berlin. Und alle eint sie etwas. Und man braucht eine ganze Weile, bis man etwas entdeckt. So ganz unauffällig steht dort ein Mann. Nicht irgendein Mann, sondern August. August Landmesser heißt er. Haben wir ihn schon entdeckt? Da steht er mit verschränkten Armen. Da gibt es einen Mann. Und das ist ein völlig normaler Mensch. Aber eins weiß heute die ganze Welt, wenn sie den Namen hört, zumindest jetzt, wenn wir ihn gehört haben. August Landmesser ging in die Geschichte ein. Einfach nur deshalb, weil er zum richtigen Zeitpunkt das Richtige getan hat. Das war eine Masse, in der ein Mensch war, der wusste, was er glaubt und was er nicht glauben will. Und wie gesagt, heute geht sein Bild um die ganze Welt als Beispiel für Courage und Entschiedenheit in einem totalitären System. Und ich betone das ganz bewusst. Wir denken vielleicht, das ist ein einmaliges Ereignis gewesen. War es nicht. 2500 Jahre vor dieser Feier in Berlin gab es auch eine Feier. Und diese Feier fand in Babylon statt. Wir haben heute Morgen darüber studiert. Und es gab schon mal solch einen Moment einer Feier, in der erwartet wurde,
dass ein bestimmtes Merkmal, ein bestimmter Gruß, eine bestimmte Haltung eingenommen wird. Die Haltung ist eigentlich völlig egal, ob man die Hand hebt oder ob man die Knie beugt. In einer Masse geht es darum, dass man das tut. Dieses kleinste gemeinsame Etwas. Damals war es in Babylon dieses kleinste gemeinsame Etwas, die Knie zu beugen. Und es war auch ein totalitäres System, wie bei August Landhammer. August Landhammer, Michael, Hanania, Azaria und wie sie alle hießen, haben in einer Gruppe von Menschen etwas getan, von dem sie wussten, dass es ihr Leben kosten kann. Und trotzdem haben sie es getan. Und uns interessiert heute Nachmittag, warum? Warum haben diese Menschen das getan? Und uns interessiert auch, was sind die Kräfte, die wirken, warum die Mehrheit sich anders entschieden hat. Damals oder 1936 oder. Wie sieht es heute aus? Heute sind wir weit weg von einem totalitären System. Stimmt das? Vielleicht doch nicht? Leben wir an der Grenze zu einem neuen totalitären System? Das ist eine Frage. Könnte es sein, dass wir an der Grenze leben zu einer globalen, nicht nationalen, zu einer weltweit gesteuerten Weltdiktatur? Wenn ich das sage, würden wahrscheinlich die meisten sagen, das ist verrückt. Das haben alle vorher gesagt. Die Bibel sagt, es wird geschehen. Und wir wollen hier eintauchen in etwas, das wir jetzt verstehen müssen, bevor es da ist. Wir sind noch nicht darin, aber es wird kommen. Eine Massenbewegung, eine Massenbildung, die laut Bibel, das schauen wir uns gleich genau an, die laut Bibel alle Menschen vor eine Entscheidung stellen wird. Ein kleinstes gemeinsames Etwas zu haben, auf das sich alle einigen. Und alle Menschen, die dieses kleine gemeinsame Etwas nicht mittragen, akzeptieren, werden zum Streitpunkt. Was früher als Mob oder Massenpsychologie bezeichnet wurde, heißt jetzt Massenbildung. Überall findet man dieses neue Wort, in der Soziologie, in der Klimaforschung, im Englischen Mass Formation. Kurzum, es geht bei Massenbildung um die Kontrolle der Gedanken und Überzeugungen einer großen Anzahl von Menschen oder, ja, einer ganzen Nation. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Was einst gewesen ist, das wird wieder sein. Und was einst geschehen ist, das wird wieder geschehen. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Das ist nicht nur Poesie. Das ist eine Prophezeiung. Was gewesen ist, wird wieder sein. Und ich möchte nochmal einen Mann zitieren, den ich heute Morgen schon zitiert habe, der direkt aus dieser Zeitepoche kommt von 1936. Er war der Agitator. Und er wird zitiert in einem Buch von jemand, der in Danzig der Bürgermeister war zur Zeit und Parteimitglied. Und er hat ein Buch geschrieben, das heißt Hitler spricht. Er sagte Folgendes: Es kommt ein neues Zeitalter der magischen Interpretation der Welt. Der Interpretation im Sinne des Willens, nicht des Verstandes. So etwas wie Wahrheit gibt es nicht. Weder im moralischen noch im wissenschaftlichen Sinne. Die Massen werden durch bildhafte Täuschung eine andere Realität akzeptieren. Jetzt aufpassen. Was du den Menschen in der Masse in einem rezeptiven Zustand völliger Hingabe erzählst, also einem empfangenden Zustand,
wird bleiben. Worte, die du unter hypnotischen Einfluss aufgenommen werden, sind radikal und unempfindlich gegenüber jeder vernünftigen Erklärung. Wir befinden uns am Ende des Zeitalters der Vernunft. Das heißt, er sagt, in einer Masse geschieht etwas Magisches. Das ist die Fortsetzung von dem, was wir heute Morgen schon Kraft genannt haben. Aber jetzt werden wir noch konkreter. Hier geschieht etwas Magisches in der Masse, was beim Einzelnen so nicht passiert. Und das wurde schon einmal beschrieben, ganz klar analysiert, wissenschaftlich analysiert, die Gesetze der Ansteckung. Immer mehr wissenschaftliche Dokumente tauchen auf und werden veröffentlicht, in denen beschrieben wird, wie die Beeinflussung der Überzeugungen und des Verhaltens der Menschen durch die Masse erfolgt. Wie geschieht es im Detail? Und das muss ein Christ studiert haben. Das muss jeder, genauso wie die Bibel lesen, das muss jeder gelesen haben. Weil wir sonst nicht klug werden aus der Vergangenheit. So zum Beispiel Professor Dr. Erwin Laszlo. Er ist der Leiter gewesen von dem Club of Budapest, das ist das Pendant zum Club of Rome. Und er schrieb in seinem Manifest über globale Verantwortung: Globales Bewusstsein umfasst das Wissen und das Gefühl für die lebenswichtige Interdependenz, Abhängigkeit und die grundsätzliche Einheit der Menschheit. Das wurde ausführlich analysiert. Gehen wir wieder zurück ins Jahr 1895. Das war das Buch, an dem sich Adolf Hitler orientiert hat, als er seine Psychologie der Masse aufgebaut hat. Das Buch heißt Psychologie der Massen. Und dort steht Folgendes von Gustave Le Bon, Folgendes: Nie haben Massen nach Wahrheit gedürstet. Von den Tatsachen, die ihnen missfallen, wenden sie sich ab und ziehen es vor, den Irrtum zu vergöttern. Wenn er sie zu verführen vermag. Wer sie zu täuschen versteht, die Masse, wird leicht ihr Herr. Wer sie zu aufklären versucht, stets ihr Opfer. In geradezu frappierender Weise, finde ich, passt der Titel, der längst zu einem Standardwerk geworden ist in der Psychologie, in die heutige Zeit. Und eine Masse ist nicht, was wir meinen mit Masse. Oh, am Kaufhaus, da ist der Bahnhof, da stehen ein paar Leute. Das ist keine Masse. Im psychologischen Sinn ist eine Masse keine Ansammlung, zufällige Ansammlung von Menschen. Auf keinen Fall. Eine Masse ist etwas anderes. Es geht bei einer Masse immer im psychologischen Sinn um die Kontrolle der Gedanken und Überzeugungen. Und diese Gesetze, die eine Masse steuern, bevor wir zurück zur Bibel kommen, möchte ich kurz etwas zeigen. Das müssen wir wissen. Sonst verstehen wir vielleicht nicht ganz diese Geschichten, die uns auch die Bibel bezeugen, wie zum Beispiel Daniel in Babylon, in der Ebene Dura. Es gibt 4 Gesetze der Masse, die immer wirken in einer gezielt angelegten Masse. Immer. 4 Gesetze, die müssen wir kennen, um zu verstehen, wie wir der Kontrolle von einer Gruppe entgehen können. Das sind rein nur jetzt erstmal faktische, wissenschaftliche, staubige, langweilige Fakten. Aber wenn wir sie in den Kontext setzen dessen, was wir hier heute studieren, wird es sehr spannend. Das erste Gesetz einer Masse ist das Gesetz der geistigen Einheit. Ich nehme hier aus dem Buch heraus, wo es heißt, die bewusste Persönlichkeit schwindet, die Individualität geht verloren, Uniformität herrscht vor, alle Gruppenmitglieder gehen konform mit der Meinung aller. Das zweite Gesetz ist die Leichtgläubigkeit durchs Unterbewusstsein. Und da heißt es in dem Buch, so muss die Masse, die stets an der Grenze des Unbewussten umherirrt, alles kritischen Geistes bar von einer übermäßigen Leichtgläubigkeit sein. Drittes Gesetz der Massenbildung ist die geistige Lenkbarkeit. Sorgfältige Beobachtungen scheinen zu beweisen, dass ein Einzelner, der lange Zeit im Schoße einer wirkenden Masse eingebettet war, sich in einem besonderen Zustand befindet, der sich sehr der Verzauberung nähert, die den Hypnotisierten oder den Einfluss eines Hypnotiseurs überkommt. Wow. Verzauberung? Die anderen, der Hitler sprach von Magie.
Kann es sein, dass es okkulte Kräfte gibt, die hinter der Massenbildung stehen? Viertes Gesetz der Massenbildung. Religiöser Charakter aller Überzeugungen. Ich zitiere, nicht nur dann ist man religiös, wenn man eine Gottheit anbetet, sondern auch dann, wenn man alle Kräfte seines Geistes und seines Willens dem Dienst einer Macht oder eines Wesens weiht, das zum Ziel und Führer der Gedanken und Handlungen wird. Verstanden? Das heißt, eine Massenbildung, die Heranbildung einer Masse ist immer ausnahmslos religiös. Es ist so, wie wenn ein Gott angebetet wird. Nun, vor 80 Jahren sieht man es ganz deutlich. In anderen Diktaturen, in anderen totalitären Systemen sieht man es nicht so offensichtlich. Aber vor 80 Jahren hat man das durch den Gruß sehr deutlich gesehen. Heil. Das war der Gruß eines Gottes, einem Gott gegenüber. Und wer glaubt damals, dass die Nationalsozialisten nicht religiös waren, der hat keine Ahnung von der Geschichte. Nun, einer dieser Steuermechanismen ist die Angst. Denn die Angst impliziert immer Kontrollverlust. Kontrollverlust als Folge von Angst führt immer zu Orientierungslosigkeit. Das ist eine Gesetzmäßigkeit. Also, das wissend gehen wir zurück, 2,5 Jahre in die Geschichte. Zunahme von Depressionen und Angststörungen durch Corona. Ich habe hier mir eine Statistik angeschaut. Ich weiß nicht, wer sie noch gesehen hat. Selbstmordrate unter Kindern während des Covid-Lockdowns 42% höher. Es gab dann viele Literatur in den letzten Monaten und letzten 2 Jahren. Jetzt kommen sie langsam immer mehr, die Literatur. Corona-Angst, was mit unserer Psyche geschieht. Hier Corona und die Angst. Und dann habe ich eine Statistik gesehen hier von einer R&V-Versicherung. Und die Angst der Deutschen war überschrieben. Und diese kleine Statistik, die zeigt uns, was sind so die 4 größten Ängste, die die Deutschen 19 und 20 hatten. Und als erste größte Angst war die schlechte Wirtschaftslage. Dann an 3. Stelle vor Arbeitslosigkeit kommt mit 41% der Befragten, die angegeben haben 2020, und das ist gestiegen, dass sie Angst haben vor schweren Erkrankungen, und als erste Krankheit, die genannt wurde, war Corona. Wie schafft man ein globales Angstbewusstsein, habe ich mich gefragt. Wie macht man das? Ich habe Literatur gewälzt, ich habe mir Fachleute angehört, gelesen und so weiter, und viele waren sich einig. Ich werde nachher einen zitieren, der ist der Top-Wissenschaftler momentan in der Massenbildung. Der hat ein Buch geschrieben, das empfehle ich, sofort zu kaufen. Komme ich gleich drauf. Und ich habe mir angeschaut, was sagen so die meisten, wie ist dieses Angstbewusstsein global strukturiert entstanden? Welche Strukturen waren nötig? Und viele waren sich einig, ich möchte die kurz zeigen. Das erste ist, erfinde eine lebensbedrohlich globale Krise, zum Beispiel wie die Klimaerwärmung. Das ist eine globale Krise. Wir stehen in Gefahr, die Welt ist in Gefahr. Die zweite ist, in der Struktur ist, wiederhole immer wieder die Dringlichkeit, eine Krise zu bekämpfen. Haben wir das erlebt? Mehrfach. Wir stecken mittendrin, auf vielfältiger Ebene. Dann konditioniere die Massen mit Hilfe von einseitiger Medienpropaganda. Das heißt, die Medien spielen jetzt eine entscheidende Rolle. Und dann erlasse Gesetze, die die Industrie und die Freiheit einschränken. Das, sagen Fachleute, ist im Wesentlichen in den letzten 3 Jahren eine Struktur gewesen, die beobachtbar war. Nehmen wir mal ein Beispiel raus, okay? Ein Beispiel, das erwähnt wird. Die globale Klimaerwärmung. Ganz kurz nur. Ich las auf der Webseite des Weltwirtschaftsforums Folgendes. Wir können noch immer diesen Planeten retten vor der Veränderung des Klimas. Und hier ist es, wie es funktioniert. Und dann kam der Artikel. Wie funktioniert das? Wie kann man die Welt retten? Steht wirklich da. Man kann diesen Planeten noch retten.
das ist immer ganz wichtig, dass man irgendwo sagt, hier ist eine absolute Krise, wir müssen die Menschheit, wir müssen die Welt retten. Hier stand auf der Webseite Folgendes: Die Vereinten Nationen haben einen neuen Bericht zum Klimawandel veröffentlicht, in dem sie eine massive Steuer auf Kohlendioxidemissionen fordern, um die kommende Achtung die Wortwahl, Klimaapokalypse zu verhindern. Das ist dialektische Konditionierung über Worte. Klimaapokalypse, Weltuntergang. Nun, das ist keine Wissenschaft, sondern das ist Konditionierung, Sprachkonditionierung. Wir brauchen, und da steht's, es steht da, bitte, wir brauchen ein neues Narrativ für die Menschheit. Eine neue Geschichtserklärung. Wir müssen das ganz neu erklären, wie die Welt funktioniert. Als globale Spezies, die ihr langfristiges Schicksal selbst in die Hand nimmt, die Apokalypse selbst in die Hand nehmen. Wer nimmt es denn in die Hand? Diese Rettungsaktionen. Die ganze Hysterie um globale Erderwärmung und deren medialen Vermarktung macht immer mehr deutlicher, mir zumindest und vielen anderen bin ich froh, dass ich da nicht alleine so denke, wie durch gezielte Medienbeeinflussung die öffentliche Meinung gesteuert und kritische Wissenschaftler ganz einfach ausgeknipst werden. Die kriegen keine Fördergelder, keine Anstellung, werden gekündigt, diffamiert und so weiter. Das geht ganz schnell. Es gab einen Schriftsteller und Journalist und der sagte was Interessantes. Der Drang, die Menschheit zu retten, ist fast immer eine trügerische Fassade für den Drang zu herrschen. Wenn das stimmen würde, würde bedeuten, dass all diese Rettungsaktionen, diese Gesundheits-, Klima- und weiß ich nicht welche Rettungsaktionen von menschlicher Seite, die das selber in die Hand nehmen, eigentlich nur hinter der Fassade der Wunsch ist, eine totale Herrschaft zu bekommen über die Menschheit. Manche Leute merken das und die sagen das öffentlich. Der ehemalige Wirtschaftsberater des Präsidenten in Australien, Maurice Newman. Es handelt sich hier nicht um Fakten oder Logik. Es geht um eine neue Weltordnung unter der Kontrolle der UNO. Sie werden die öffentliche Meinung mit Angst und dem Appell an die Moral weiter mobilisieren. Nur ist interessant, ich muss noch mal kurz zurück in der Geschichte. Hier steht, es geht nicht um Fakten oder Logik, also Verstand. Was war vorhin im Zitat von dem ehemaligen Bürgermeister in seinen Aufzeichnungen mit Hitler? Der sagte, es wird ein Zeitalter kommen, wo es nicht um den Verstand geht, sondern um den Willen. Nicht mehr um den Verstand. Es geht nicht mehr um Fakten, sondern es geht um Willen, Willenskraft. Hören wir das? Hier sitzt jetzt einer im Interview im öffentlichen Fernsehen, der sagt, es geht nicht mehr um Fakten und Logik. Die Erfüllung dieser Sache. Wir sind in dem Zeitalter, wo es nicht mehr um Fakten geht. Und wenn es nicht mehr um Fakten geht, worum geht es dann? Darf ich mal fragen, wer sich noch daran erinnern kann, dass die Meteorologen, die Geologen, dass die Wissenschaftler gesagt haben, wir gehen auf eine Apokalypse zu. Und zwar wird die Welt total abkühlen. Wir gehen in eine neue Eiszeit. Kann sich nämlich jemand erinnern dran? Ich meine nicht nur, weil es hier steht. Hat das jemand noch in Erinnerung? Ich kann mich daran erinnern. Hören wir mal, was damals der führende US-Geologe und Meteorologe sagte. Die seit dem Zweiten Weltkrieg anhaltende rasche Abkühlung der Erde steht im Einklang mit der Zunahme der globalen Luftverschmutzung. Damals hat die Luftverschmutzung und das CO2 und das ganze Zeug, das hat damals Kühlung verursacht. Na, interessant, wie plötzlich das Hitze verursacht. Das hat noch keiner erklärt. Und dann sagt er, die mit der Industrialisierung, Mechanisierung, Urbanisierung und Bevölkerungsexplosion einhergeht. Also noch vor 50 Jahren wurden dieselben extremen Wetterereignisse wie heute, genau dieselben Wetterereignisse, die heute einer Klimaerwärmung zugeschrieben werden, wurden damals generell darauf zurückgeführt, dass die Welt sich zunehmend abkühlt. Also, was jetzt? Können wir uns erinnern ans erste Thema? Widersprüche. Warum sind die Widersprüche so überall, so omnipräsent, um Menschen zu desorientieren? Widersprüche schaffen Desorientierung. Wir sind auch bei der Angst.
Und dann hier ein anderes, das Buch in den Ende 70er Jahren, The Cooling. Da heißt es, die Klimakühlung hat bereits Hunderttausende von Menschen getötet. Wenn sie weitergeht und keine starken Maßnahmen ergriffen werden, wird sie eine Welthungersnot, ein Weltchaos und einen Weltkrieg auslösen. Und dies alles könnte noch vor dem Jahr 2000 geschehen. Egal ob es kühl oder heiß wird, es geht immer ums Gleiche, um die Formung einer Masse, die eine Art Religion schafft, eine Weltrettreligion. Da muss jemand sein, der die Welt rettet. Genau das, was die Bibel über Gott sagt, was passieren wird am Ende der Zeit, dass Gott jemand senden wird, der diese Welt vor dem absoluten Verderben retten wird und die Menschen, die noch zu retten sind, retten wird, bevor diese Erde vernichtet wird. Aber dazu später. Also der Glaube an ein drohendes Weltende und die Möglichkeit der Rettung der Menschheit, ohne an die Bibel zu glauben, das möchte ich dazu sagen, ohne an die Bibel zu glauben und an den Erlöser Jesus Christus zu glauben, ist die Grundlage für eine neue Weltreligion. Was sagt denn die Bibel darüber? Wie wird denn die Erde zu Ende gehen? Alle sitzen schwitzend, können nicht mehr auf die Straße gehen wie in den Science-Fiction-Filmen, weil draußen mittlerweile schon 46 Grad Celsius sind. Die Meere sind 1,5 Meter, sind die durch die schmelzenden Polkappen, sind die so hoch gegangen, dass die Menschen überall ertrinken. Die Städte gehen unter Wasser. Schreibt das die Bibel? Verstehen wir, hier geht es tatsächlich um was ganz anderes. Die Bibel schreibt was ganz anderes. Wie geht die Welt zu Ende, laut Bibel? Werden wir keine Hungersnot? Werden wir durch Klimaerwärmung keine Ernten mehr haben? Werden wir nicht mehr anbauen können? Was wird alles passieren? Solange die Erde steht, sollen nicht aufhören was? Saat und Ernte, Frost und Hitze. Das heißt, die Gezeiten werden nicht aufhören. Frühling, Sommer, Herbst und Winter, es wird nicht aufhören. Die Bibel sagt, es wird so weitergehen bis zum Schluss, bis Jesus wiederkommt. Bis Jesus mit einer Wolke sichtbar kommt, wird es Ernten geben. Und Sommer und Winter, Tag und Nacht, es wird sich am Klima gar nichts ändern. Und wenn sich etwas ändert, dann ist es nicht durch die Natur. Dann sind es entweder Gerichte, Satans direktes Einwirken oder menschengemachte Dinge, manipulatives Eingreifen. Oder zum Beispiel im Neuen Testament, da lesen wir, aber der Tag des Herrn wird kommen wie ein Dieb in der Nacht, an dem die Himmel mit großem Getöse vergehen und die Elemente vor Hitze schmelzen. Da haben wir es, die Klimaerwärmung. Hier ist sie, hier steht sie. Die Elemente werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die darauf gehen, werden verbrannt werden. Das hat nichts mit Klimaerwärmung zu tun. Dieser Vorgang, der hier beschrieben ist, wird nicht durch eine Klimaapokalypse geschehen, wie Klaus Schwab das befürchtet, sondern über Gottes Gericht, das über die Erde kommen wird. Nun, inwieweit steht Massenbildung und Totalitarismus miteinander in Verbindung? Und das müssen wir jetzt anschauen. Und da spielt die Angst natürlich eine große Rolle. Hören wir nochmal Le Bon, der sagte, Menschen in Angst lassen sich leichter kontrollieren, da sie eher bereit sind, auf Freiheiten und Grundrechte zu verzichten. Frage, ist das gewesen die letzten 3 Jahre? Haben Menschen auf Freiheiten und Grundrechte verzichtet? Aufgrund von Angst? Willkommen in der Massenbildung. Das ist nichts Echtes, das ist gesteuerte Massenbildung. Und Massenbildung, sagen die Fachleute, hat immer damit was zu tun, dass ein totalitäres Denken oder politisches System dabei ist, aufzukommen. Das heißt, wenn der Sturm kommt, weiß jemand, was passiert, wenn es richtig regnet und stürmt, was kurz davor passiert? Kurz davor, so eine Viertelstunde? Richtig, Ruhe. Die Vögel hören auf zu zwitschern. Und noch was. Ich habe das Jahre beobachtet auf der Baustelle als Bautechniker, wenn ich draußen auf der Baustelle war. Was noch? Der Wind geht weg.
Es wird fast windstill. Die Bäume hören auf, sich zu bewegen. Und wenn das geschieht, weißt du zu 99%, in den nächsten Viertelstunden kommt ein gewaltiger Regen. Bumm, könnt ihr ausprobieren. Das sind Naturgesetze. Und wenn es das gibt, wenn das sichtbar wird, dass Menschen global plötzlich ihre Freiheiten aufgeben und bereit sind, Grundrechte aufzugeben, dann wisst ihr ganz genau, und dann noch Angst mit im Spiel ist, dann wisst ihr ganz genau, wie der Regen, der kommt, wisst ihr ganz genau, ups, da kommt ein totalitäres System auf uns zu. Das beginnt immer so. Matthias Desmet, er ist Professor der Psychologie in Vermont. Und er hat das Buch geschrieben, The Psychology of Totalitarism, die Psychologie des Totalitarismus. Der hat das analysiert durch Geschichtsstudien, durch Verhaltensstudien. Er sammelt ein Wissen zusammen, dass es einem schwindlig wird. Absolut heißer Tipp, das Buch. Und er schreibt zum Beispiel, Massenbildung ist im Grunde eine Art Gruppenhypnose, die das ethische Bewusstsein des Einzelnen zerstört und ihm die Fähigkeit zum kritischen Denken beraubt. Manche Sozialforscher sagen, das, was gerade auf uns zurollt, ist eine Form des, sie nennen es, Zitat, Neokolonialismus. Das heißt, Länder werden eingenommen, ohne dass man Soldaten hinschickt. Du brauchst nicht mehr eine Armee in einem Land. Du brauchst nur das Denken lenken. Und dann brauchst du eine herrschende Kraft über diese Masse. Das geschieht vor unseren Augen. Und dann sagen sie, also eine Entwicklung einer imperialistischen Bewusstseinskontrolle der Welt mit Hilfe der Massenmedien. Wow! Zurück zu Desmet, Matthias Desmet. Er sagt, sowohl die Massen als auch ihre Führer von einem ideologisch gefärbten Narrativ ergriffen. Beide sind sozusagen im Griff einer Stimme. Einer Stimme. Haben wir gehört schon im ersten Thema. Sowohl die Massen als auch ihre Führer. Sie werden beide von einem Narrativ ergriffen, so dass man es irgendwann selber glaubt. Also, was ist die eigentliche Ursache von Angst? Wenn wir das wissen, können wir der ganzen Sache einen Streich spielen. Wenn wir wissen, wie Angst entsteht, können wir uns aus diesem Würgegriff befreien, dieser Massenbildung, weil das ist das entscheidende Mechanismus-Steuerelement, die Angst. Was ist Angst? Gefühlszustand? Kann es jemand beschreiben? Soziologische Dysfunktion? Ich habe viele Sachen gelesen. Psychische Krankheit? Anerlerntes Muster? Genetische Störung? Was ist Angst? Ich habe mal eine Definition geschaut, in Lexikon der Neurowissenschaften von Rüdiger Faas. Der sagt, Angst und Furcht sind Emotionen, die bei einer Bedrohung oder der bloßen Vorstellung davon auftreten. Neben körperlichen Symptomen kommt es auch zu Wahrnehmungsstörungen. Auf Deutsch, man kann seiner Wahrnehmung nicht mehr trauen. Das ist ein Phänomen, das der Angst innewohnt. Disorientierung. Kontrollverlust. Angst kann auch durch Konditionieren gelernt werden. Wir werden konditioniert über Angst. In der Bibel kommt über 90 Mal die Aufforderung, fürchte dich nicht. Ist uns das klar? Und wenn wir Angst verstehen wollen und Furcht, müssen wir ganz zurück. Also gehen wir ganz kurz zurück. In Genesis 1 und 2 fällt etwas auf. Es gibt in diesen beiden Kapiteln keine Furcht. Ist nicht existent. Es gibt keine Angst. Halten wir das nur fest. Und die Ursache davon ist das sind die 5 Gründe, warum es keine Angst gab. Der Mensch hat vertrauensvolle Kommunikation gehabt mit Gott. Darf ich fragen, betest du? Ist es deine Gewohnheit, mit Gott zu sprechen im Vertrauen? Ihm zu vertrauen? Sagen, Herr, ich sehe dich zwar nicht mit meinen Augen, obwohl der Zeitpunkt kommt. Die Bibel hat versprochen, wir werden Jesus sehen von Angesicht zu Angesicht, wenn er wiederkommt. Aber jetzt nicht. Jetzt müssen wir noch im Vertrauen und Glauben
mit ihm sprechen. Wenn du das nicht hast, bist du prädestiniert dafür für Angstmechanismen. Nummer 2. In den ersten beiden Kapiteln gibt es eine Ernährung, die von Gott gegeben wurde für den Mensch und der Mensch hält sich an dieser Ernährung. Was ich sagen will ist, als es noch keine Angst gab, hat sich der Mensch strikt daran gehalten, was Gott ihm gegeben hat zu essen. Das Dritte, als es keine Angst gab, es gab eine Beziehungsharmonie zwischen Mensch und Gott. Hier gab es nichts Störendes zwischen Schöpfer und Geschöpf. Sie lebten in Einklang mit Gottes Gesetz, sehr wichtig und ganz wichtig. Jetzt kommen wir zu dieser engen Verbindung laut Fachleute zur Angst. Es gab keinen Fokus auf sich selbst. Angst ist eine Form von Selbstzentriertheit. Alle Sinne sind momentan auf dich gerichtet. Das gab es dort nicht. Kein Selbstfokus. Das änderte sich dann. Gottes Wort wird in Frage gestellt, Gottes Wort projiziert, Gottes Wort wird geleugnet, Gottes Motive angezweifelt, Fokus auf sich selbst. Und das ist genau der Nährboden für Furcht. Also, Angst ist eine Beschreibung für das Ergebnis von Selbstfokussierung. Und Angst ist auch eine andere Bezeichnung für die Unsicherheit, Desorientierung, mit der man sich selbst betrachtet, anstatt sich auf Gott und seinen wahren Charakter zu konzentrieren. Wir sind so angstgesteuert und das hat alles mit dem Ich zu tun. Alles mit dem Konzentrieren auf sich statt auf Gott. Nun, wenn wir jetzt Johannes anschauen, sehen wir, dass das neutestamentliche Konzept, was beim Alten Testament in Angst führt, genau im Neuen Testament beschrieben wird. Da steht in 1. Johannes 2,16, denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust, der Augenlust, hoffärtiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern von dieser Welt. Das heißt auf Deutsch, die Welt tickt genau nach diesen Prinzipien. Meine Frage, ist Angst ein normaler Zustand, der zum Menschsein gehört? Ich wusste, dass das passieren wird. Jetzt was? Ja oder nein? Ist es normal? Ist es gut? Ist es von Gott geplant? Vielleicht wird es jetzt deutlicher. Nein. Jetzt, ich höre immer wieder die Aussage, wo Jesus zitiert wird, in der Welt habt ihr Angst. Also auf Deutsch, ist normal. Jeder hat Angst in der Welt, also ist es normal. Das steht aber nicht. Das ist eine Fehlinterpretation des Textes. Woher sieht man das? Okay, nicht falsch verstehen mich. Es geht darum zu sagen, was ist Angst, woher kommt sie und ist sie normal? Ist sie eingeplant in das Leben von Menschen von Gott? Nein. Der Text sagt nicht, komm, ihr habt Angst, das ist völlig normal, wie es oft interpretiert wird. Woher wissen wir das? Dass das nicht stimmt, diese Aussage so interpretiert. Sonst würde hier kein Aber stehen. Aber heißt, ihr habt Angst, aber seid getrost. Hier, der Trost. Warum? Ich habe überwunden. Ich weiß, wie es geht. Ich weiß, wie man frei wird von Angst. Und ich kann sogar Menschen in die Freiheit führen. Das steht da drin. Es wird oft falsch interpretiert. Gehen wir mal kurz zurück zu Genesis 3,8. Was führt jetzt direkt, was passiert? Wir haben angeschaut, es gab keine Angst. Dann sind sie auf dem Weg zur Angst. Jetzt sehen wir, wie die Angst wirklich kommt. Jetzt ist sie da, in der Menschheit angekommen. Wodurch? Lesen wir mal. Und sie hörten Gott, den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes, des Herrn, unter den Bäumen im Garten. Okay? Jetzt in Vers 10, Genesis 3 heißt es, und Adam ist hebräisch und heißt Mensch, er steht jetzt symbolisch für die ganze Menschheit. Mensch, der Mensch spricht jetzt. Ich hörte dich, Gott, mein Schöpfer, hörte dich im Garten. Das heißt, ich habe deine Nähe wahrgenommen. Und deine Nähe hat was verursacht in meinem Leben? Angst. Ist das irre? Die Nähe Gottes, dass sie Angst verursacht?
Da stimmt was nicht. Total verschrobene Sicht. Der Schöpfer, der den Garten macht und sagt, hier, nehmt es, bebaut es, seid fruchtbar, mehrt euch, macht die ganze Welt zu einem Eden. Plötzlich habe ich Angst vor dem. Was ist da passiert? Da war jemand am Werk. Da war jemand am Werk, der Herrschaft wollte über sie. Gott hat dem Menschen Herrschaft gegeben. Er sagte, seid fruchtbar und mehret euch. Und herrschet über die Tiere. Der Mensch wurde als Herrscher eingesetzt über die Natur, über die Schöpfung, nicht um sie zu missbrauchen, sondern um sie zu pflegen, schöner zu machen. Verstehen wir? Jetzt kommt jemand, der die Herrschaft an sich reißt. Und sie bekommen Angst vor Gott. Warum hat der Mensch in diesem Augenblick Angst vor seinem Schöpfer? Wenn wir das verstehen, verstehen wir, warum die ganze Welt momentan so verwundbar ist durch andere Mächte, die Angst benutzen für etwas, was sich Massenbildung nennt. Wir kommen gleich wieder zurück zur Massenbildung. Das ist ein Exkurs. Warum bekommen sie Angst? Es springt aus dem Text geradezu in unser Gesicht. Zählen wir mal, Wortanalyse. Ich hörte dich im Garten und ich fürchtete mich. Denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. In einem Satz 5-mal ich. 5-mal ich. Der Fokus auf sich gerichtet, plötzlich hat die andere Macht die Möglichkeit, ihn zu trennen von Gott. Angst ist ein Mittel, ein Mechanismus, den Satan benutzt, um mich von Gott zu trennen. Angst ist nicht geplant. In der Welt habt ihr Angst. Ja, Gott sieht das dein Problem. Du sitzt in einem Busch. Du hast Probleme, wenn er in deine Nähe kommt. Die Furcht hat die Macht, uns von Gott zu trennen. Also, zusammennehmen, was wir bisher erfahren haben. Massenbildung hat immer mit Totalitarismus zu tun. Das wichtigste Steuermittel in einer Massenbildung ist Angst. Um das zu erreichen, eine Masse, die gesteuert wird von einer totalitären Macht. Okay? Jetzt haben wir gelernt von dem, was wir gerade gesehen haben. Angst trennt mich von meinem Schöpfer. Im Prinzip die Sünde und die Folge davon Angst. Angst hält mich in Getrenntheit. Wenn jetzt Angst als Mittel genommen wird, um eine Masse zu bilden, trennt sie gleichzeitig vom Schöpfer. Satan will nicht, dass Gott in unsere Nähe kommt. Er will nicht, dass wir in seine Nähe kommen. Deswegen machen die Leute panische Fluchtversuche. Nicht alle. Es gibt Menschen, die sind ganz offen. Die vielleicht ganz anders denken wie wir, aber die sind offen. Die sind offen für die Wahrheit. Aber es gibt Menschen, schon mal erlebt, panische Flucht. Irgendwie, oh nee, danke, ich habe keine Zeit, will ich nicht. Nee, ich habe meine Religion. Das sind alles dieselben Mechanismen. Weg, Gott kommt, schnell weg. Egal ob in Form von einem Buch, einer Predigt oder sonst was. Naja, das ist die Herausforderung, in der wir stehen. Schauen wir mal. Es gibt einen interessanten Kommentar von einem anderen Buch, von dieser Autorin geschrieben, Patriarchen und Propheten. Da heißt es, Adam hatte die Gemeinschaft mit Gott und den heiligen Engeln genossen. Er hatte die Herrlichkeit des Schöpfers gesehen. Er verstand die hohe Bestimmung, die dem Menschengeschlecht offen steht, wenn es Gott treu bleibt. Doch all diese Segnungen verlor er aus den Augen, weil er Angst hatte. Die Herrlichkeit Gottes wird aus dem Fokus gerückt durch Angst. Wir haben jetzt verstanden, wodurch. Es trennt. Dann heißt es hier, der Mensch war ursprünglich mit edlen Kräften und einem gesunden, ausgeglichenen Geist ausgestattet, was man heute nicht mehr sagen kann. Er war vollkommen in seinem Wesen und in Harmonie mit Gott. Seine Gedanken waren rein, seine Ziele heilig. Doch durch Ungehorsam wurden seine Kräfte verdreht und Selbstsucht trat an die Stelle der Liebe. Selbstsucht geht Hand in Hand mit Angst. Seine Natur wurde durch die Übertretung so geschwächt, dass es ihm unmöglich war, der Macht des Bösen aus eigener Kraft zu widerstehen.
Er wurde von Satan gefangen genommen und wäre es für immer geblieben, wenn Gott nicht eingegriffen hätte. Was hat Gott gemacht? Wie hat er eingegriffen? Er geht ihm hinterher und sagt, Adam, wo bist du? Adam, Mensch, wo bist du? Adam, wo bist du? Wusste Gott, wo er ist? Ja oder nein? Ja, natürlich. Warum sagt er, wo bist du? Bitte? Er wollte den Adam dazu bewegen, rauszukommen hinterm Busch und zu sagen, Gott, ich habe ein Problem, ich habe einen Fehler gemacht. Wir haben beide einen Fehler gemacht. Wir haben gegen deine Gebote verstoßen. Wir sind am Ende, wir wissen nicht mehr, was wir tun sollen. Bitte hilf uns. Das wollte Gott. Aber 5-mal Ich in einem Satz hat das verhindert. Da musste Gott gehen. Er musste durch den Garten gehen und dann zum Busch gehen. Wo bist du, Adam? Wo bist du? Komm. Ich habe eine Lösung für deine Angst. Du brauchst keine Angst zu mir haben. 90 Mal in der Bibel, fürchte dich nicht. Wenn jemand zweifelt daran, dass Gott sagt zu uns, fürchte dich nicht, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Überall, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. Wo immer Jesus auftrat, waren oft seine Worte, fürchtet euch nicht. Sünde ist die einzige Nacktheit, die einzige Erniedrigung, die einzige Entwürdigung, die wir erleben können. Die Sünde ist das Einzige, was uns Angst macht, Gott zu begegnen. Es gibt keinen Zustand, wo Gott nicht sagt, komm, ich liebe dich, ich habe eine Lösung für dich. Ich hole dich raus aus der Angst. Welche Bedeutung hat die Massenbildung im prophetischen Kontext? 2. Mose 23 sagt uns, du sollst der Masse nicht zum Bösen folgen, indem du dich nach der Mehrheit richtest und so vom Recht abweichst. Hier drin stehen 2 Sachen. Eine habe ich immer von Gabriel gehört, die steht hier im Text. So eine Lebensweisheit. Er sagte öfters, merkt ihr, die Mehrheit hat niemals recht. Naja, eine Lebensweisheit, aber die steht hier. Indirekt im Text steht sie drin. Hier steht, du sollst der Masse nicht zum Bösen folgen, indem du dich nach der Mehrheit richtest und so, ist eine kausale Ergänzung, und so, wenn du dich nach der Masse richtest und so vom Recht abweichst. Das heißt mit anderen Worten, wer sich nach der Masse richtet, wird sich vom Recht Gottes wegbewegen. Das steht hier. Es gibt keine Alternative. Satan weiß das. Gott weiß das auch. Wenn du dich nach der Mehrheit richtest, dann spiel nicht Glücksspiel, vielleicht hat sie ja doch recht, die Mehrheit. Vielleicht habe ich einen Glückstreffer und sie hat doch recht. Nein, die Mehrheit in dieser Welt hat niemals recht, sonst kann ein Teil der Bibel rausreißen, die Seiten. Da gibt es Texte, könnte ich ein ganzes Thema drüber machen, wo drin steht, dass die Welt, man nennt die Mehrheit in der Bibel die Welt, dass die Welt niemals ein Orientierungspunkt ist. Niemals. Für den Gläubigen ist es niemals die Welt ein Orientierungspunkt. Erstes Thema. Auch das Neue Testament folgt diesem Gedanken. Geht hinein durch die, welche? Enge Pforte. Denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt. Der breite Weg gibt keinen Spezialausgang auf dem breiten Weg zum Leben. Eindeutig. Jesus sagt, der breite Weg, den viele gehen, hier steht, und viele sind es, die auf ihm gehen, der führt immer in die Verdammnis. Die Mehrheit führt immer in die Verdammnis. Verstehen wir jetzt? Das wird unser Thema morgen sein, mit Gottes Hilfe. Der wahre Friede. Paulus warnte prophetisch, er sagt, es kommt die Zeit, wenn sie sagen werden, Friede und Sicherheit. Dann wird was über sie kommen? Verdammnis. Wie geht es weiter? Nächster Vers.
Wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die darauf gehen. Es geht noch weiter. In Lukas gibt es eine andere Perspektive auf dieselbe Aussage. In Lukas Kapitel 13 steht, und das hat mich sehr zum Denken gebracht. Jesus sagt hier, ringt darum. Schaut mal, wer eine Bibel hat, welche Übersetzung da steht. Bei euch. Oder zu Hause mal schauen. Ich nehme hier Luther. Ringt darum, dass ihr durch die enge Pforte hineingeht. Denn viele, das sage ich euch, werden danach trachten, wie sie reinkommen, und sie werden nicht können. Sie werden es nicht schaffen. Was steht da? Was steht da wirklich? Was sagt uns hier Jesus? Was steht ringt? Schaut mal jemand nach in anderen Übersetzungen. Im Englischen steht, da hat jemand eine englische Bibel da? Ganz kurz. Im Englischen steht strive. Was heißt strive? Streben ist zu schwach. Ist zu schwach. Ist nicht falsch. Aber es ist zu schwach. Strive, deswegen sagt Luther, ringt. Was heißt ringen? Buchstäblich ringen, das deutsche Wort ringen. Kämpfen, das ist es im Englischen. Strive, das altenglische strive heißt, kämpft darum, dass ihr reinkommt. Das ist nicht, ich gehe jetzt mal den Weg des Lebens. Jesus kommt bald wieder und ich werde sowieso, weil er Liebe ist, erlöst. Das ist irreal. Die Offenbarung zeigt uns was ganz anderes. Weil es hier eine Kraft geben wird, die alle Menschen vereinen wird. Es kommt der Moment, wo du dich selber in Frage stellst und sagst, bin ich eigentlich hier noch auf dem richtigen Weg? Meine Familie, meine Verwandtschaft, meine Arbeitskollegen, alle sagen was anderes. Was machst du dann? Es gibt nur einen Orientierungspunkt, haben wir gelernt. Dieser Orientierungspunkt. Was haben wir heute Morgen gelernt? Das Falsche wird bei der letzten Täuschung so nah am Original sein, einem echten, dass keiner es unterscheiden kann, außer die die Bibel genau kennen. Genau kennen. Und dieses genaue Kennen macht den feinen Unterschied. Das Detail in der Bibel macht den Unterschied. Nicht, du sollst den Ruhetag halten. Ruhetag. Im Katechismus, in beiden, katholisch-evangelisch, du sollst den Ruhetag halten. Nein, ins Detail gehen. Da steht nämlich nicht Ruhetag, da steht Gedenke des Sabbattages. Das kleine Detail macht's aus. Such dir aus, welchen Ruhetag. Hauptsache du ruhst und denkst an Gott. Nein, das geht nicht. Wenn Gott sagt, dieser Tag ist mein Tag. Das ist mein Tag, den ich erwählt habe. Wenn Gott einen Tag erwählt, dann will er dich treffen genau an dem Tag. Keinen anderen Tag. Das Detail macht es aus in der Bibel. Das Detail. Und nur die, die die Details kennen, werden sicher sein vor der großen Täuschung. Was hier steht, habt ihr es gefunden? Ringen? In anderen Bibelübersetzungen? Auch ringen? Okay. Die Frage ist, warum muss man, wenn man den richtigen Weg gehen will, ringen? Warum ist das ein Kampf, wenn ich den richtigen Weg gehen will? Muss doch easy sein. Gott wartet nur darauf, also lasst uns gehen. Das muss doch ganz einfach gehen. Warum ringen? Warum ein Kampf? Es steht hier, schaut mal. Denn viele, sage ich euch, werden versuchen, aber sie werden nicht hineinkommen. Können. Warum nicht? Warum nicht? Es steckt im Text. Es steckt schon im Text die Antwort. Weil viele wollen einfach ins Himmelreich ohne Kampf. Hier steht's. Ringt darum, dass ihr reingeht. Steht wortwörtlich. Ringt darum, dass ihr reingeht. Aber viele werden versuchen reinzukommen, aber nicht reinkommen. Erster Satz impliziert die Antwort. Es gibt Menschen, die wollen ins Himmelreich ohne den Kampf. Ohne den Kampf gegen die Sünde. Ohne den Kampf gegen das Böse. Ohne den Kampf gegen den Irrtum. Ohne den Kampf gegen die Täuschung. Geht nicht. Der Weg für die Wahrheit, der Weg und die Entscheidung zur Wahrheit, gehen. Und du wirst sehen, welcher Kampf in deinem Leben entsteht. Wie deine Verwandten über dich herziehen, wie du ausgelacht wirst von deinen Kollegen.
Du wirst sehen, ich habe das erlebt auf der Arbeitsstelle, wie ich zum Spott wurde, als ich anfangen zu beten habe und so weiter. Keine dummen Frauenwitze mitgemacht habe und darüber gelacht habe und lauter solche Sachen. Und gesagt haben, was bist du für einer? Was machst du am Samstag? Du kommst nie zur Arbeit am Samstag und so weiter. Versuch es. Versuch den Weg zu gehen der Wahrheit, weg von der Täuschung. Und du wirst sehen, es ist ein Weg des Kampfes. Jesus war ohne Sünde. Wie war sein Weg auf dieser Erde? Der da? Jeden Tag nur Kampf. Jesus hat jeden Tag einen Kampf geführt. Und am meisten am Ende seines Lebens. Bis er am Kreuz war. Aber in Gethsemane, dieser Kampf. Vater, wenn es irgendeinen Weg gibt, bitte, bitte lass es nicht zu, dass wir zwei getrennt werden. Aber wenn es keinen anderen Weg gibt, dein Wille soll geschehen. Nicht meiner. Genau da, wo Adam versagt hat. Und er ist ans Kreuz gegangen und er hat keine Angst mehr gehabt. Jesus hatte in Gethsemane Angst, vom Vater getrennt zu werden. Das war eine reale Angst. Auf Golgatha hat er keine Angst mehr gehabt. Wisst ihr warum? Was hat er am Kreuz gemacht? Neben ihm hingen 2 Diebe, die beide über ihn geschimpft haben. Was hat er gemacht in diesen 3 Stunden am Kreuz? Was hat er gemacht in diesen 3 Stunden? Er hat sich um die Leute neben sich gekümmert und hat versucht, beide zu retten. Er hat versucht, beide zu retten. Einen hat er mitgenommen. Sagte, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, heute, du wirst mit mir im Paradiese sein. Er hat in 3 Stunden noch einen Mensch gerettet, obwohl er selber Schmerzen hatte. Absolut frei von Egoismus. Keine Angst. Angst bedeutet immer Selbstfokus. Jesus hatte 0 Selbstfokus am Kreuz, er hatte keine Angst mehr. Keine Angst. Das ist die Freiheit aus dem Kontrollmechanismus der Massenbildung. Raus aus der Angst. So schnell es geht. Raus aus der Angst. Ja, in der Welt habt ihr Angst. Aber ich habe sie überwunden, die Welt. Ich habe sie überwunden, die Masse. Ich bin für die Masse gestorben und ich will alle zu mir ziehen. Lass dich zu mir ziehen. Geh raus aus der Masse, aus der psychologischen Masse. Komm. Heute sprechen sie von kollektiver Erlösung. Das ist Fakt, das hier Wikipedia, kollektive Erlösung. Satan hat es so weit gebracht, dass er nicht nur die Menschen in Gesundheit, in Bereich Klima und so weiter in eine Masse hinein versucht zu bilden, sondern im Bereich der Religion, da wird es morgen hauptsächlich drüber gehen, dass es eine kollektive Erlösung gibt. Was ist das? Es steht hier, Wikipedia, kollektive Erlösung ist ein religiöses Konzept, welches quasi die Antithese zur individuellen Erlösung steht. Es ist die Autorisierung einer sozialen Gerechtigkeit, die Rechte einräumt, welche sonst nicht von einem Landes- oder Staatsgesetz gewährt werden. Ihre Prämissen berufen auf Dialog und nicht auf Religionsgesetze. Also, wie geschieht, ich muss das runterbrechen, wie geschieht kollektive Erlösung? Wie geschieht sie? Von hier nach unten springen. Kollektive Erlösung, die Erlösung aller zusammen auf einmal in der Masse, geschieht dadurch, dass die Gesetze Gottes aufgehoben werden und Dialog betrieben wird. Komm, wir reden miteinander, wir dialogisieren. Weg mit dem Gesetzen, das trennt uns nur. Das führt zur kollektiven Erlösung. Wow. Diejenigen, heißt es hier in Wikipedia weiter, diejenigen, die an eine kollektive Erlösung glauben, bekennen sich oft zum Christentum und anderen Religionen, sehen aber alle Religionen als einen von vielen Wegen zum Heil. Sie betonen, dass jede Form der Erlösung zunächst ein kollektives Handeln der Gesellschaft erfordert, um eins zu werden. Verstanden? Man muss kollektiv eine Einheit bilden, dann können wir gemeinsam erlöst werden. Keiner kann für sich sagen, aber ich bin erlöst durch Jesus Christus am Blut, er hat mich freigekauft. Wie kannst du das behaupten? Das diskriminiert mich. Nein, im Ernst, das diskriminiert dich. Willst du sagen, ich bin nicht erlöst, weil ich nicht individuell erlöst werden will, sondern durch Klimarettung oder sonst wie? Du diskriminierst mich. Nochmal zur Erinnerung, das ist kein Spaß. Es geht hier um Leben und Tod. Nochmal zurück zur Offenbarung 13 zum Mahlzeichen. Allesamt heißt was?
Anderes Wort für allesamt. Massenbildung. Damit das Mahlzeichen wirklich verhängt werden, gewählt werden kann. Und jetzt verstehen wir, soll ich nochmal zurückgehen in Wikipedia? Um kollektiv eins zu werden, erfordert es ein Handeln der Gesellschaft. Jetzt nochmal in Offenbarung 13, das ist der Hammer, wie sich das erfüllt. Allesamt, die Kleinen, Großen und so weiter, sie machen sich das selber. Sie wählen, das haben wir schon besprochen. Das ist eine kollektive Bewegung, die sagt, wir brauchen uns gegenseitig, um die Welt zu retten, um uns alle zu retten. Das ist der Hammer, was hier geschieht. Wie überwindet man Angst, liebe Freunde? Wie kommt man raus? Das ist wichtig. Wie komme ich raus? Indem ich auf die Mehrheit schaue und sage, die kann sich nie irren. Ja? Wenn ich sage Zeichen der Zeit, was sind die ersten Zeichen, die uns einfallen, die Jesus genannt hat? Zeichen der Zeit. Nicht lange überlegen. Die ersten Zeichen. Bitte? Laut. Verfolgung. Kriege. Hungersnöte. Herzen der Menschen werden erkalten. Sehr gut. Spaltung. Seuchen. Genau. Erdbeben. Sehr gut. Naturkatastrophen. Steht alles drin in der Bibel. Wird geschehen. Obwohl ich schon gezeigt habe, hat keine einzige gesagt Angst. Es ist ein Zeichen der Zeit, Angst. Jesus hat es in Lukas 21 gesagt. Er sagt, die Menschen werden vergehen vor Furcht in Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde. Was soll denn über die Erde kommen? Was ist denn das letzte Ziel von dem Ende der Erde? Wer soll denn da kommen? Jesus. Und damit die Zeichen seiner Ankunft. Da verfürchten sich die Menschen, weil sie ahnen, wenn das stimmt, dann gnade uns Gott. Besser verdrängen. Besser die Lüge. Ich provoziere hier, aber es hat einen Grund. Dann heißt es, wenn dieser aber anfängt zu geschehen, Erdbeben, Fluten, Katastrophen, Inseln bewegen sich von ihrem Fleck. Was noch alles? Lukas 21. Alle die Zeichen, die da stehen, Seuchen und so weiter. Er sagt, wenn das alles geschieht, und es geschieht jetzt, wir sehen das. Und es ist nicht Klima. Diese Zeichen, die geschehen in der Natur, sind nicht Klima. Das ist das Eingreifen Gottes durch Gerichte und auf der anderen Seite, dafür gibt es Zitate, auf der anderen Seite ist Satan, der in Regionen der Welt, wo das Evangelium gerade unglaublich mit Kraft verkündigt wird, eine Katastrophe nach der anderen herbeiführt. Das ist unfassbar, weil er nicht will, dass die Menschen, Satan will nicht, dass die Menschen wieder mit Gott versöhnt werden. Denn wenn das geschieht, dann werden die Naturkatastrophen nicht wirklich eine Bedeutung für uns haben. Außer dass sie geschehen und dass wir helfen den Leuten, die betroffen sind. Aber sie werden uns nichts groß berühren. Ich war in Afrika genau vor 3 Jahren, als diese Heuschreckenplage durch ganz Afrika ging. Von Äthiopien rüber nach Sudan und so weiter. Das war unglaublich. Ich habe Fotos, Videos gemacht. Die kamen plötzlich zu Millionen. Dort, wo wir eine Missionsstation haben und ein Ausbildungszentrum und eine Gemeinde und so weiter, die kamen zu Millionen. Und was ich sage, ist die Wahrheit. Gott ist mein Zeuge. Die haben da Pause gemacht in Natundun. Die haben da Pause gemacht und sind weitergeflogen. Die Bäume waren danach grün. Auf dem ganzen Campus, den wir da aufgebaut haben, war kein einziger Baum leer gefressen. Kein einziger. So wahr ich hier stehe. Ich kann Videos zeigen, du konntest nicht laufen, weil überall ein Teppich von Viechern war. Du konntest nicht drauf laufen. Kein Baum leer gefressen. Die Naturkatastrophen sind dazu da, wenn sie von Gott kommen, die Menschen aufzuwecken. Dass sie bereit werden, hey, da kommt was. Aber was passiert? Hier steht, wenn das anfängt zu geschehen. Wenn alle was haben zu der Zeit? Furcht. Dann seht auf und erhebt eure Häupter. Wohin geht der Blick? Wohin geht der Blick? Weg von sich auf den kommenden Herrn. Wohin führt das? Keine Furcht. Die anderen vergehen vor Furcht. Blick und Fokus auf dich. Egal, wo du hinschaust, alle lehren dich, schau auf dich. Sei hübsch, sei schön, sei das, sei reich, sei stark, sei erfolgreich, sei weiß ich nicht was. Alle auf sich richten. Hypnose, alle auf dich richten. Die werden vergehen vor Furcht. Oh, Bankencrash, dieses, jenes,
Werde ich meine Arbeit behalten? Werde ich noch Brot haben? Meine Rente, meine Heizkosten? Das sind ernste Themen. Aber wenn mein Fokus weggeht von mir in einer Krise, dann habe ich die Verheißung von Gott in Matthäus 6,33. Sorgt euch nicht um das Morgen. Das ist noch nicht 33. Sorgt euch nicht um das Morgen. Denn so sehr ihr euch sorgt um das Morgen, ihr könnt euer Leben nicht um eine Länge verlängern. Sorgt euch nicht darum, was ihr essen werdet. Sorgt euch nicht darum, was ihr trinken, was ihr anziehen werdet. Danach trachten wer? Die Heiden, die von Gott getrennt sind, die in der Furcht. Die da trachten danach. Was wird passieren? Seht die Vögel unter dem Himmel. Sie säen nicht, sie ernten nicht. Und doch versorgt sie ihr Vater im Himmel. Oder schaut die Lilien auf dem Felde. Ich sage euch, Salomo war in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet wie einer von ihnen. Ihr Ungläubigen. Dann kommt's, Matthäus 6,33. Trachtet aber zuerst nach was? Nächster Vers. Häupter wohin? Nach oben. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird euch zufallen. Glaubt ihr das, dass Jesus lügen kann? Jesus kann nicht lügen. Das ist eine Versicherung durch die Krise. Nicht noch mehr Gold kaufen, noch eine Aktie, die abgesichert ist, noch irgendwelchen Irrsinn, den dir Leute einreden, damit du Teil der Masse wirst. In der Furcht. Die Bildung der Masse in der Furcht. Raus aus der Furcht. Glaube Jesus, wenn er sagt, trachtet, setz die Prioritäten in deinem Leben richtig. Und ich verspreche dir, ich werde mich um dich kümmern. Ich werde mich um dich kümmern. Ich glaube Jesus. Ich habe es jahrelang erlebt. Schaut mal, warum. Warum das Gott nicht möchte. Er sagt, Gott hat uns nicht gegeben, sagt Paulus hier, den Geist der Furcht, sondern, und das ist der Gegensatz, was Gott anbietet, sondern Kraft, den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Denken, nicht ausschalten. Die Zeit wird kommen, wo es nicht mehr eine Zeit des Verstandes sein wird, der Logik. So etwas kann nur der Widersacher Gottes sagen. Anschalten, denken, analysieren, kritisch denken und biblisch denken. Darum schäme dich nicht des Zeugnisses. Oh, was soll ich sagen? Es ist so wichtig, dass wir verstehen, dass wir so schnell wie möglich rausgehen aus der Furcht. Das ist das Kontrollmechanismus, um uns zu steuern, um die Welt in eine Massenbewegung zu führen, die vorbereitet wird für das Mahlzeichen des Tieres. 1. Johannes 4, Vers 18 sagt ganz deutlich, und denkt an Adam hinter dem Busch. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Und jetzt wisst ihr, ich habe jetzt ein paar Sachen gesagt, aber dieser Text sagt ganz klar, wie wir rauskommen aus der Furcht. Das eine ist, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Raus aus dem Ego, raus aus dem Ich-Fokus, auf Gott fokussieren. Das zweite, raus aus der Furcht, rein in die vollkommene Liebe. Echte Liebe, nicht Blabla-Liebe. Die Leute ich kann es nicht mehr hören. Ich höre die Musik eh nicht mehr, die ich früher hörte als DJ, aber ich kann es nicht mehr hören. Überall Liebe, love you, love, 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 love. I love you, love. Das ist Quatsch. Die Leute sprechen von Chemie, von Lust, von Erregung. Die Leute sprechen von Reizen. Liebe ist was ganz anderes. Liebe hat auch Gefühle, ja. Aber Liebe ist ein Wunder. Das ist ein Geschenk, das Gott schenken kann. Liebe ist das, was mich befreit aus der Furcht. Weil ich habe nichts mehr zu fürchten. Warum denn? Da liebt mich jemand. Ich weiß, dass das, was ich jetzt sage, hört sich so einfach an, wenn ich hier das stehe. Aber bitte daran erinnern, in wenigen Wochen oder in Monaten, nicht Jahren, werden wir uns diese Worte dringend nötig haben und entscheiden müssen, wenn unsere Ressourcen zu Ende gehen. Gottes Ressourcen gehen niemals zu Ende.
Der hat Israel 40 Jahre lang in einer Wüste, und ich weiß, was Wüste bedeutet, 7 Jahre in der Wüste gelebt. Nicht vollständig, insgesamt waren es, ich habe es zusammengerechnet, knapp 2,5 Jahre Vollzeit in der Wüste. Ich habe kennengelernt, was die Wüste ist. Da ist nicht viel. Da ist nicht viel, was man essen und trinken kann. Gott hat 40 Jahre Israel durch die Wüste geführt. 40 Jahre. Wie viele sind an Durst gestorben? Keiner. Wie viele sind an Hunger gestorben? Keiner. Wie viele Leute hatten abgetragene Klamotten an? Keine. Die Bibel sagt, ihre Schuhe wetzten sich nicht ab. Wow. Da war ein Fels, der Mose ging hin mit Aaron, hat draufgehauen und das Wasser floss. Das ist Gott. Oder er hat Manna vom Himmel regnen lassen. Das ist unser Gott. Weißt du das? Glaubst du das? Hast du diesen Gott? Mit diesem Gott kannst du in jede Krise gehen. In jede. Wie sagt die Bibel, mit meinem Gott springe ich über Mauern. Gott, da wo deine Wege aufhören, da wo unsere Möglichkeiten aufhören, da fängt Gott an. Das ist so wunderbar. Vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Jetzt sehen wir, dass dieser Text, in der Welt habt ihr Angst, aber, ja, Jesus weiß, wir haben Angst, das ist völlig normal. Hier steht der Beweis. Nein, Jesus möchte nicht, dass wir uns ängstigen und fürchten. Er sagt, wer sich fürchtet durch Johannes, der ist nicht in der Liebe. Und wenn ihr in die Liebe geht, vollständig. Liebe ist das Antiprogramm zur Selbstliebe. Liebe ist das Gegenstück von Fokus auf mich. Liebe ist der Fokus auf meinen Schöpfer, der durch seinen Geist mir die Liebe schenken kann, damit ich wirklich echt lieben kann. Studiert und glaubt den Verheißungen im Wort Gottes. Gott redet unmittelbar durch sie zu jedem von uns, als ob wir allein damit gemeint seien. Durch diese Verheißungen teilt Christus uns seine Gnade und Kraft mit. Sie sind Blätter jenes Baumes, der zur Heilung der Nationen führt. Was für eine wunderbare Verheißung. Die Bibel und dieser Abend endet mit einer wunderbaren Perspektive. Mit einem ewigen Evangelium, das verkündigt werden wird. Auf der ganzen Erde. Zu allen Nationen, Stämmen, Sprachen und Völkern. Was ist das? Zusammengenommen. Die ganze Welt. Eine Masse. Denn die sind nicht gläubig. Das ist diese Masse, die vorbereitet wird aufs Mahlzeichen. Diese Menschen werden erreicht werden durchs Evangelium. Nicht alle werden sich entscheiden dafür, aber sie werden alle erreicht werden. Jeder wird eine Entscheidung treffen können. Und diese Stimme, die sagt mit Vollmacht, hört mal an, das kann kein Zufall sein, dass alle Nationen, Stämmen und Sprachen, die ganze Masse der Welt, die gerade im Begriff ist, in dieser letzten Zeit in die Masse eingebunden zu werden. An die dringt jetzt das Evangelium. Was ist die Botschaft, die an sie gerichtet wird? Und diese Stimme spricht mit lauter Stimme. Fürchtet wen? Gott. Und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Und betet an, der gemacht hat Himmel, die Erde, die Meer, die Wasserquellen. Wow, das ist kein Zufall. Ein Evangelium, das an die Masse sich richtet, an die Menschen, die in der Furcht dahin vegetieren. Kommt die Botschaft, fürchte dich nicht. Fürchte Gott. Fürchte nicht dich, fürchte nicht dieses, fürchte nicht jenes, fürchte mich. Hab vor mir Respekt. Und ich werde dir zeigen, warum ich der Schöpfer bin. Ich habe dich gemacht. Ich habe dich aus dem Staub geformt. Ich habe dich gebildet im Mutterleib deiner Mutter. Das ist nicht alles zufällig, Evolution. Das hat Gott verursacht. Ich weiß, wie ich dir helfen kann. Komme, was wolle, ich habe einen Plan für dich. Diesen Plan, dem folge ich, so wahr ich hier stehe. Von diesem Plan bringt mich keiner mehr ab. Deswegen lebe ich auch schon seit Jahren nicht mehr in Angst. Ich habe keine Angst. Wenn ich sterben sollte, ist das das Letzte? Wenn Gott mich nicht mehr braucht, danke Gott. Ich habe es hinter mir. Danke. Das ist meine Einstellung. Ich bin nicht lebensmüde, ich lebe gerne. Aber ich erzähle es, warum ich das sage, die Angst vor dem Tod.
ist der einzige Grund, warum Satan uns kontrollieren kann über die Angst. Damit haben wir begonnen. August? Genau, Langhammer. Der wusste, es kann sein Ende bedeuten, wenn er dort die Hände nicht hebt. Michael, Asaria, Hanania, die wussten, es kann das Ende ihres Lebens bedeuten, wenn sie sich nicht niederknien. Da gibt es eine Gruppe von Menschen, denen ist ihr Leben nicht so wichtig wie Gott und die Wahrheit. Fürchtet den Herrn, euren Gott, der wird euch retten vor allen euren Feinden. Wo ein Mensch sich auf Gott konzentriert, hört Angst auf. Jetzt aufpassen. Dann heißt es, und sie haben ihn überwunden. Diese Gruppe von Menschen durch das Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses haben sie überwunden. Und warum? Sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Hier gibt es eine Gruppe von Menschen, die ihr Leben nicht so wert achten als die Wahrheit und Gott. Und deswegen überwinden sie die Massenbildung. Deswegen sind sie nicht Teil der Masse. Schaut mal, was hier steht. Weil nun die Kinder von Fleisch und Blut sind, Hebräer 2, hat auch er es gleichermaßen angenommen, damit er durch seinen Tod die Macht nähme, dem der Gewalt über den Tod hätte, nämlich dem Teufel. Und die erlöste. Erlösen heißt freimachen. Und die freimachte, die durch Furcht vor dem Tod im ganzen Leben Knechte sein mussten. Die Furcht vor dem Tod ist das Hauptmotiv, warum Menschen so einfach steuerbar sind. Wenn du nicht mehr Angst vor dem Tod hast, kann dich kein Mensch mehr steuern. Keiner mehr. Das haben unzählige Menschen bewiesen, in der Reformation, in Diktaturen. Das haben so viele Menschen bewiesen. Wenn du nicht mehr Angst vor dem Tod hast, sondern die Wahrheit im Fokus hast, nicht dich selbst, wird dir die Wahrheit und Gott wichtiger als alles andere. Das ist die Befreiung aus dem Gefängnis der Furcht. Bist du verzagt? Sei ganz ehrlich, hast du Angst vor dem, was kommt? Musst nicht laut antworten. Überleg's dir nur. Schau dahin. Schau weg von dir. Schau weg von deiner Rechnung. Schau weg von deinem Arbeitgeber. Schau mal auf Gott. Denn der sagt den verzagten Herzens, seid getrost, fürchtet euch nicht. Seht, da ist euer Gott. Seht ihr die Aufforderung, wie das passt zu allem anderen? Fokuswechsel. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, der dich gemacht hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Hat Jesus dich erlöst? Er hat es getan. Er hat es schon getan, auf Golgatha. Du musst nur noch Ja dazu sagen. Das ist alles. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen. Und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen und die Flamme wird dich nicht versengen. Egal, was passiert in der Zukunft. Das ist damit angedeutet mit Feuer und Wasser. Egal, was kommt. Noch so heiß die Situation oder noch so sehr das Wasser bis hier haben. Gott weiß das. Petrus wäre auch fast untergegangen. Ein Handgriff hat genügt. Ein Handgriff. Wann ist er runtergegangen? Als er nicht mehr auf Jesus fokussiert war. Als sein Fokus wieder auf sich ging, fing er an zu sinken. In dieser Zeit, in der wir jetzt leben, zählt eins: den richtigen Fokus haben. Es gibt eine Masse, das muss ich ehrlicherweise sagen, es gibt eine Masse in der Bibel, bei der müssen wir drin sein. Schaut mal bitte, schaut euch das an, das ist unglaublich. Johannes wird etwas gezeigt auf Patmos. Und es heißt hier, danach sah ich und siehe eine große Schar. Anderes Wort für eine Masse von Menschen. Ich sah eine große Schar, die niemand zählen konnte. Aus allen Nationen, Stämmen, Völkern und Sprachen. Wo haben wir das schon mal gehört? Alle Nationen, Stämme, Völker und Sprachen. Wo haben wir das gehört? Offenbarung 14. Und ich sah einen Engel, der hatte ewiges Evangelium, gute Nachricht.
Mit lauter Stimme rief er, fürchtet Gott. Alle Nationen, Stimmen sprachen. Dieser Text beweist, es werden viele Menschen diese Botschaft hören und annehmen. Sie werden ihren Fokus weg von sich, ihren Fokus weg von Material, Aussehen, Schönheit, Haare, Farbe, Kleidung, Logo, dieses, Automarke, die werden ihren ganzen Fokus wegrichten auf Jesus Christus, auf die Wahrheit. Der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und hier steht, sie werden aus den Nationen kommen, Stämmen, Völkern und Sprachen. Satan wird es nicht verhindern können. Satan wird es nicht verhindern können, dass du dich auf den Weg machst. Er kann es nicht, wenn du entschieden bist. Und dann heißt es, die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern und mit Palmzweigen an ihren Händen. Und riefen mit großer Stimme, das Heil ist bei dem, der auf dem Thron sitzt, unserem Gott und dem Lamm. Und alle Engel standen rings um den Thron und um die Ältesten und um die 4 Gestalten und fielen nieder vor dem Thron auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen, Amen, Lob und Ehre und Weisheit und Dank und Preis und Kraft und Stärke sei unserem Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und einer der Ältesten fing an und sprach mit mir, wer sind diese, die mit den weißen Kleidern angetan sind? Und woher sind sie gekommen? Achtung. Und ich sprach zu ihm, mein Herr, du weißt es. Diplomatische Antwort. Du weißt es. Und er sprach zu mir, Achtung, diese sind gekommen. Diese sind es, die gekommen sind aus der großen Trübsal und haben ihre Kleider gewaschen und haben ihre Kleider hell gemacht im Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. Und sie werden nicht mehr, Achtung, jetzt wird es interessant, sie werden nicht mehr hungern, noch dürsten. Matthäus 6 Bergpredigt. Sorgt euch nicht darum, was ihr essen werdet, was ihr trinken werdet, was ihr kleiden werdet. Hört mal, es wird jetzt alles belegt. Sie werden nicht mehr hungern, noch dürsten. Es wird auch nicht auf ihnen lasten die Sonne oder irgendeine Hitze. Denn das Lamm mitten auf dem Thron wird sie weiden und leiten zu den Quellen des lebendigen Wassers. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Was für ein Text. Ich möchte zu diesen Menschen gehören. Ich möchte zu diesen Menschen gehören, die Standpunkt beziehen für Jesus Christus, für Gott, für die Wahrheit. Wie ist es mit dir? Ich möchte zu diesen Menschen gehören, die in diese Massenbewegung gehören. Eine große Menge. So groß, sagt die Bibel, dass sie niemand zählen konnte. Zu dieser Masse will ich gehören. Nicht zu einer manipulierten. Wie sieht es mit dir aus? Ich weiß, das war viel. Aber es ist nötig. Wer weiß, ob wir nächsten Monat das noch machen können. Darf ich ganz konkret, ganz ernst, ohne Theatralik und ohne Schnickschnack fragen, wer Jesus Christus das jetzt zeigen möchte, dass er zu dieser Gruppe von Menschen gehören will, die gerade eben beschrieben wurde. Wer das möchte, den bitte ich, dass er aufsteht. Nur wenn er das möchte. Kein Druck, keine Psychologie, keine Manipulation. Ich glaube, dass jeder Mensch, der nur einen Funken Wahrheitsliebe hat, diese Frage immer mit Ja beantwortet. Denn Gott hat uns die Liebe zur Wahrheit eigentlich mit in uns gegeben, dass wir nicht zufrieden sind, bis wir wirklich angekommen sind. Wir werden bald ankommen, liebe Freunde. Es dauert nicht mehr lang. Das ist kein Manuskript, das ich mir vorbereitet habe, und es dauert nicht mehr lang. Jesus Christus kommt bald wieder. Und wir werden das erleben. Und viele von uns, die hier sind, wir werden am Thron Gottes stehen und werden sie erinnern an diese Worte und an die Entscheidung, die sie getroffen haben. Ich würde gerne diese Entscheidung besiegeln mit einem Gebet.
Und ich lade uns ein, stehen zu bleiben. Unser wunderbarer Gott, du siehst uns hier, wie wir stehen und knien. Und wir merken deine Gegenwart hier in diesem Raum. Du hast gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und du sagst an anderer Stelle, wo 2 oder 3 versammelt sind und eins werden, da bist du mitten unter ihnen. Wir sehen dich jetzt nicht mit Augen, wir sehen auch nicht die Engel, die sich um uns scharen. Aber es kommt der Tag bald, wo wir das tun werden. Wir sehen dich mit unseren Augen. Wir werden dich sehen, wie du mit den Wolken des Himmels kommst. Mit großer Kraft und Herrlichkeit, mit allen Engeln des Himmels begleitet. Eine Herrlichkeit und ein Glanz, den keiner überleben kann, der nicht diese Herrlichkeit liebt und der bereit ist, sogar sein Leben zu geben, um nicht diese Herrlichkeit zu verlieren. Herr, wir sind schwache Menschen, wir wissen das, wir wollen dir nichts vormachen. Wir haben schon oft versagt. Wir haben uns oft versündigt gegen dich. Und jeder mag jetzt seine eigenen Gedanken haben, wo er sich von dir abgewendet hat. Wir wollen dich um Vergebung bitten. Bitte reinige uns von aller Sünde und von aller Ungerechtigkeit. Hilf, dass in unser Leben Licht kommt und dass, wo immer wir hingehen, nach Hause, zu unseren Ehepartnern, zu unseren Kindern, zu unseren Arbeitskollegen, und wenn es nur die Menschen sind beim Einkaufen im Supermarkt, dass sie etwas von dieser Herrlichkeit sehen, etwas von diesem Licht erfahren durch uns, dass sie erkennen, dass wir dich mehr lieben als alles andere auf dieser Welt, dass wir nicht käuflich sind, dass wir nicht für Anerkennung, für Erfolg, für Geld oder für andere Vorzüge bereit sind, die Wahrheit zu verkaufen. Ich bitte dich so sehr, Herr Jesus, jetzt mit all den lieben Menschen, die wir jetzt verbunden sind im Gebet. Komme du bald. Die Welt ist am Ende. Die Welt ist krank. Die Welt ist verführt. Aber wir freuen uns, dass wir gerade lesen durften, dass so viele aus Völkern, Nationen, Stämmen und Sprachen sich versammeln werden eines Tages. Ja, vor uns liegt eine Trübsal. Wir haben es gerade gelesen. Und wir werden kämpfen müssen, dass wir hineinkommen in die enge Pforte. Hilf uns bitte, dass wir lernen, immer mehr wegzuschauen von uns selbst. Rette uns, heile uns und befreie uns von aller Angst. Segne uns und unsere Kinder und bereite uns vor auf das Siegel, auf dein Siegel. Das Siegel der Loyalität zu dir und zu deinem Wort. Danke, dass du unser Gebet erhörst. Wir bitten und danken es durch dich, Herr Jesus Christus. Amen.